Achaldeke-Pferde. Sie sind nicht nur in Turkmenistan, sondern auch in der ganzen Welt bekannt. Es sind über 250 Pferderassen weltweit bekannt, darunter sind nur 3 reinrassige zu unterscheiden, und zwar Achaldeke, englische und arabische Rassen. Dem ältesten reinrassigen Achaldeke-Pferd wurde helles und tragisches Schicksal zuteil. Woran liegt das? Diese weltberühmten Pferde sind die Preisträger der Weltmeisterschaften, Olympischen Spiele und Ausstellungen. Es ist unmöglich, alle diesen Preisträger mit Namen aufzuzählen. Eines von ihnen heißt Absent, welches nach dem Triumph auf den Olympischen Spielen als Pferd des Jahrhunderts genannt wurde. Wer stand an den Anfängen der Züchtung der Achaldeke-Rennpferde? Sie werden in den USA, Frankreich, Russland, Deutschland, Österreich und anderen Ländern gezüchtet. Die ersten Erwähnungen der Achaldeke-Pferde als beste Rasse finden wir in den Aufsätzen der Zeitgenossen von Alexander des Großen, späteren griechischen Schriftstellern Herodot und Plutarch, den persischen Königen Darius und Xerxes. Dank diesen Pferden wurden Kriege gewonnen. Diese edlen Tiere waren zuverlässige Gefährten und Helfer der Menschen. Die Pferde von Nyssa übertreffen alle anderen Pferde durch ihre Schönheit. Diese Pferde, die machtvoller Könige würdig sind, tragen hoch ihren stolzen Kopf mit gebogener Nase und schweben ruhmvoll ihre goldenen Mähnen in der Luft. So hat der griechische Schriftsteller Apin, der im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gelebt hat, die Vorzüge der Achaldeke-Pferde beschrieben. Mit vollem Recht kann man bestätigen, dass gerade diese Rasse die Grundlage der weltweiten Kultur der Pferdezucht bildet. Das Exterieur der Achaldeke-Pferde wurde im Laufe von Jahrhunderten geschliffen. Besondere Schönheit verleihen den Pferden die edle Form des Kopfes und der Schwanenhals mit hoher und feiner Biegung. Die Biegsamkeit der vorderen Beine und des Halses sind Folgen der ausgehobenen Gruben, in die das Pferdepfutter gelegt wurde. Sie waren gezwungen, ihren Hals und ihre vorderen Beine zu biegen. Das Pferd war seinem Besitzer treu und galt als Familienangehöriger. Nicht zufällig sagt der Volksmund: Komm morgens beim Vater vorbei, erst danach beim Pferd. Die Turkmenen gehen mit den Pferden nicht nur liebevoll, sondern auch leidenschaftlich um. Übler Umgang mit den Pferden wird für sündhaft gehalten.
Nach dem Tode wurden die Pferde wie Menschen beerdigt. Die Ortschaft in den Kopet-Dag-Vorgebirgen lag an der Kreuzung der Handels- und Karawanenstraßen und durch die ganze Welt verbreiteten sich die Gerüchte über die Pferde ungewöhnlicher Schönheit. Sie wurden gekauft, geraubt und als Kriegesbeute getrieben. Die alte Stadt Nizza. Bei Ausgrabungen, in denen die Skelette der Pferde gefunden wurden, sind mit der Achalteke-Rasse identisch. Die Abbildungen der Pferde sind in Turkmenistan in den archäologischen Ausgrabungen von Nizza und Altyntepe, die mit 2000 vor unserer Zeitrechnung datiert sind, entdeckt. Die Achalteke-Pferde waren Zeugen der Blütezeit und des Untergangs der alten Zivilisationen Parthien und Merw. Im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung kam Alexander der Große mit seinen Legionen mit dem Krieg auf die Heimat seines Lieblingspferdes Bucephalo. Alexander der Große sowie sein Lehrer Kir haben dank der Königstochter von Baktrius Roxana die schnellsten und härtesten Pferde der Welt erworben, denen er seine Kriegeserfolge zu verdanken war. Nach dem Untergang des Nahen und Mittelorients drangen im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die Araber in Westturkmenistan ein. Ihnen wurde harter und brutaler Widerstand geleistet. Die kriegerischen Eigenschaften des Achalteke-Pferdes, seine Schönheit und Würde, haben die Araber in Erstaunen versetzt. Nach den Gesetzen des Krieges wurden die Achalteke-Pferde zur Beute der Araber. Viele Pferde wurden nach Syrien vertrieben. Und wer weiß, vielleicht haben diese Pferde die Rasse der arabischen Pferde verschönert und verbessert. Das 13. Jahrhundert. Überfall der Horden des großen Mongolen Dschingis Khan. Auf dem schmerzensreichen Boden unserer Vorfahren floss wieder Blut.
Nisa und Merv wurden völlig zerstört. Die Menschen retteten sich mit ihren Pferden, begaben sich aus den offenen Orten in die Wüste. Die Pferde teilten alle Lasten und Leiden der Menschen, halfen ihnen, die tragischen Zeiten zu überleben. In allen Zeiten war das Achalteke-Pferd eine begehrte Beute und Trophäe. Intervention, Bürgerkrieg. Achalteke-Pferde werden nach Russland, England, Afghanistan und Indien ausgeführt. Die Rasse könnte auf dem Boden ihrer Heimat völlig verschwinden. Das Achalteke-Pferd hat auch hier bei der Verbesserung der gezüchteten Reiterrassen dieser Länder eine große Rolle gespielt. Um die Häuser und Familien der Menschen vor den Überfällen zu verteidigen, wurden die Pferde zu den Kriegen herangezogen. Die Turkmenen trennten sich nie von ihren Pferden. Falls das Pferd allein zurückkam, war das Los seines Besitzers schon klar. Das Jahr 1924 war für das Achalteke-Pferd tragisch. Turkmenistan, das sich an der Grenze der Zivilisationen befand, konnte nicht von den historischen Ereignissen fernbleiben, welche grandiose Umgestaltungen der Welt vorgesehen haben. Es entstanden die Grenzen. Turkmenistan hat sein Staatswesen erworben und trat in die gemeinsame Familie der Völker der UdSSR ein. Aufhebung des Privateigentums wirkte sich paradox auf die Wirtschaft und auf das Leben des Volkes aus. Es wurde verboten, die Pferde privat zu halten. Die Pferde wurden zum Eigentum der Kolchose. Es wurde befohlen, die Pferde, die in der turkmenischen Familie als Freunde, Verwandte nach dem Blut und Geist verehrt wurden, freiwillig dem Staat zu übergeben. Die Pferde wurden von den Söhnen der Wüste teurer als Ehefrauen, Kinder, eigenes Leben eingeschätzt. Es wurde ein grober Fehler von der Leitung jener Zeit gemacht. Das einzigartige Achalteke-Pferd wurde in die Gesamtliste der Haustiere zur Unterhaltung in den Kolchosen eingetragen. Die
Die Besorgnis um das Schicksal des weltweit berühmten Achalte-Ke-Pferdes diente als Stoß für die Veranstaltung des modernen Pferderennens. Im Jahre 1935 haben 30 Reiter bei dem Übergang durch die Berge Wüstensand die hervorragende Eigenschaft des Achalte-Ke-Pferdes, seine ungewöhnliche Widerstandskraft mit wenigen Futter und Wasser, bestätigt. Die Pferde haben 4300 Kilometer lange Strecke in 84 Tagen zurückgelegt. Dabei ging der größte Teil des Weges durch die mächtige Karakum-Wüste. Niemand bemerkte, dass an der Schaffung dieser Rasse jahrhundertelang die Natur und der Mensch gearbeitet haben. Ausbruch des großen Vaterländischen Krieges wurden in Turkmenistan Reiterkorps geschaffen, die an den Kämpfen gegen faschistische Truppen teilnahmen. Im Volke werden Legenden über die Tapferkeit der turkmenischen Soldaten an der Front verbreitet. Für die Siegesparade wurde aus der großen Anzahl schöner Pferde das Achalte-Ke-Pferd ausgewählt. Auf diesem Pferd nahm Marschall Zhukov die Parade des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau 1945 ab. Dank der Kunst des Trainers und der weltweiten Achtung der Rasse konnte ein Aussterben verhindert werden. Wirtschaftlich war es dem Staat nicht vorteilhaft, die Pferderassen zu unterhalten, und deshalb versuchten die Kolchose auf jede Weise, diese Pferde loszuwerden. Man konnte darüber nichts über die Lippen bringen. Dem Achalte-Ke-Pferd, das den Menschen sein ganzes Leben lang begleitete, alle Kriege ausgehalten, alle Leiden mitgetragen hat, wurde so ein tragisches Schicksal zuteil. Beinahe wäre sein Ende gekommen.
Eine grundlegende Wende im Leben und Schicksal des Achalteke-Pferdes erfolgte nach dem Erscheinen des Beschlusses des Ministerrates Turkmenistans 1986. Dementsprechend wurde entschieden verboten, rassige Pferde zu schänden und es wurde erlaubt, sie in Privatbesitz zu halten. Der Beschluss wurde von unserem jetzigen Präsidenten Sapar Murat Niyazov unterzeichnet, der damals Vorsitzender des Ministerrates war. Das Rennen Aşgabat-Moskau 1988 signalisierte der ganzen Welt von der Befreiung und dem Anfang eines neuen Lebens des turkmenischen Rennpferdes. Heute schmückt den Zentralteil des Wappens von Turkmenistan das Profil des Achalteke-Pferdes. Entsprechend dem Erlass des Präsidenten Turkmenistans wird nun am letzten Aprilsonntag jedes Jahres der Tag des turkmenischen Rennpferdes gefeiert. Das Volk hängt an seinen Freunden. Zu Ehren des Achalteke-Pferdes, eines Symbols der Treue, errichten wir einmal ein Monument, auf dem alle Lebensabschnitte des Achalteke-Pferdes dargestellt werden, vom fernen Altertum bis zu unseren Tagen. Schau mal, das Achalteke-Pferd. Ein Stern ist aufgegangen und wir glauben, dass er nie erlischt.